Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße recht herzlich zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Da moderiert aus dem nicht mehr ganz so winterlichen Thun. Wir haben heute folgende Beitrag für euch in der Sendung. Was passiert mit dem Honu Wassersportcenter nach dem Brand? Und ein Blick in die Kulissen vor Griva Group. Es war ein Schock, als Dani und Niki Reinhardt vor gut 2 Monaten in ihrer Ferien erfahren haben, dass ihr geliebtes Honu Wassersportcenter zu Thun abbrennt ist. Trotz Wehmut ist bei den beiden mittlerweile wieder Zuversicht eingekehrt. Mir hat Dani Reinhardt gesagt, dass man schon kommenden Sommer den Gästen wieder einen schönen Aufenthalt am See bescheren möchte. Ein Brand in einer Oktobernacht hat das Lebenswerk von Dani und Niki Reinhardt am Thunersee komplett zerstört. Es sind Bilder, wo die Besitzer auch jetzt noch leer schlucken lassen. Mittlerweile ist aber klar, das Wassersportcenter Honusab wird wieder aufgebaut. Wir haben uns 2 Monate nach dem Unglück mit dem Besitzer Dani Reinhardt getroffen. Erster Moment wahrscheinlich ungläubig. Also, das hat er nicht glauben können, oder? Ja, es war noch speziell. Das haben wir uns manchmal noch überlegt. Also der erste Moment war wirklich so, okay, shit. Ja. Und dann hat man angefangen zu funktionieren. Wir haben sofort angefangen umeinander telefonieren, abklären. Wir waren nicht da, wir waren im Ausland. Ja, irgendwie haben wir einfach funktioniert. Ja. Aber grossartig jetzt die erste Stunde Gedanken gemacht, hat man sich klar, sicher gemacht. Aber jetzt im Nachhinein haben wir vor allem einfach organisiert, geschaut, dass es vor Ort funktioniert. Und der richtige Schock ist erst gegen Nachmittag oder sogar erst am Dienstag. Jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen, ein bisschen Schnee draufgefallen, kann man sagen. Ja. Wie ist es jetzt? Wie ist die Situation? Wie kommt ihr zurecht mit dem? Mittlerweile bin ich extrem stark am Führen schauen. Klar, hinter uns liegt ein grosser Aschenhaufen. Es tut nach wie vor weh, wenn ich das sehe. Das kann ich nicht wegdiskutieren. Das ist schon okay. Es wäre ja schlecht, wenn nicht. Aber wir wissen mittlerweile, es geht weiter. Wir sind schon voll vorbereitet. Wir sind verschiedene Sachen am Abklären. Materialbestellungen am Machen. Mit der Stadt sind wir zusammengekommen. Auf Seite der Stadt haben wir die Unterstützung, dass sie uns helfen, wieder etwas auf die Beine zu stellen. Also, es geht vorwärts. Das motiviert. Was bedeutet dir das Projekt? Ja, ich habe als Kleiner geträumt, dass ich mal eine ganze Ständer voll Surfbrettchen haben möchte. Dass ich jemals einen Surfshop so habe, hätte ich mir nie geträumt. Also für mich ist es ein Lebensprojekt, für mich ist es eine Herzensangelegenheit. Mit allen kleinen Facetten drin, die es so hat, sagt das Team, sagt das Junioren, die wir begleiten, die erwachsen werden. Und es bedeutet mir schon eigentlich, es wäre schwierig, etwas anderes zu machen. Also für mich ist es eigentlich alles. Von schönen Stunden am Thunersee kommen wir jetzt zu unvergesslichen Aufenthalten in Grindelwald. Vor rund 35 Jahren hat der Markus Friedli mit Griva Plan den Grundstein für die spezialisierten Firmen von Griva Group Holding, wo er übrigens auch Geschäftsführer ist, gelegt. Bei diesen Firmen wird gestaltet, entwickelt, möbliert, verwaltet und bewirtschaftet. Mein Kollege der Patrick Schmed hat einen Blick hinter die Kulissen geworfen. Es waren die grossen Diskussionen, eigentlich schon in den 90er Jahren, dass das kalte Bett nicht zweckmässig ist. Und wir haben dann probiert, eine Gegensteuer zu geben, ein bisschen proaktiv. Und haben aufgrund von dem die Griva Rent gegründet. Und in der Zwischenzeit ist auch das organisch sehr gut gewachsen. Also, wir dürfen heute etwa 80, 90 Objekte in der Jungfrau-Region bewirtschaften mit ungefähr 500 bis 600 Betten. Also ich glaube, es ist eines der grösseren Hotels im Berner Oberland, ist aber auch viel, viel schwieriger als ein normales Hotel zu führen. Es nennt sich Chalet Joventou, liegt in der Nähe vom Terminal
ist entstanden 2013 im Zusammenhang mit dieser Überbauung. Also das ist, glaube ich, das einzige Chalet, das 6 Schlafzimmer hat. Das ist ein spannendes Objekt, das ein bisschen zeigt, was eigentlich die Grivarento bietet, vom Standard her und auch im Zusammenhang mit dem Griva Interior, wie so etwas eingerichtet wird. Finde ich ganz spannend, wenn wir das anschauen können. Ganz grundsätzlich freuen wir uns natürlich, dass wir Gäste persönlich einchecken dürfen. Dann darf man sie zum Chalet bringen, man darf sie hier reinführen und hoffen wir, dass es so einen Wow-Effekt gibt. Eine andere Gelegenheit ist, wenn sich ein Kaufinteressent interessieren würde. Also grundsätzlich sind wir überlegen, zu verkaufen oder nicht. Es ist ein hervorragendes Objekt in der Vermietung. Es kann aber auch sein, wenn jemand im Zusammenhang mit dem Griva Interior ein bisschen Eindrücke will, wie wir jemanden einrichten. Und ganz hilfreich ist natürlich auch als Architekt, für einmal so ein bisschen die Ambiente, unseren Stil zu zeigen. Wir reden natürlich viel vom Alpine Lifestyle, immer fokussiert eben auf einen Endabnehmer. Das Problem für uns war immer also auch mein Gedanke, die Wirtschaftsförderung, einerseits das einheimische Gewerbe zu fördern, Raum zu schaffen für die einheimischen Mitbewohner. Also, es war immer ein grosses Anliegen. Wir haben über 100 Wohnungen verkaufen an Leute, die hier gewohnt haben. Wir wollen aber auch den Tourismus aktiv fördern, indem wir eben die Chalet vermieten. Die Zukunft für Grindelwald bin ich sehr optimistisch. Es ist eine der hervorragendsten Destinationen, die wir haben. Nicht nur in der Schweiz, sondern sicher auch in Europa. Und mit dem Terminal, das wir hier voraus sehen, also die topmodernsten Bahnen, die seinesgleichen suchen. Und wer dann noch Skifahren vor diesem wunderbaren Gebilde Eigermönch und Jungfrau, das ist einfach sensationell. Das wäre es auch schon vom heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Mehr Infos zu den einzelnen Themen und Artikeln gibt es wie immer auf jungfrauzeitung.ch oder auch in unserer App. Ob das Wetter zu Grindelwald momentan passt für einen unvergesslichen Aufenthalt, das wissen jetzt Kollegen von Meteo News. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Grüß euch miteinander, das ist das Jungfrau-Zeitung-Wetter für den Kanton Bern am Donnerstag, am 15. Dezember. Das heute war doch ziemlich eine graue Angelegenheit. Zum Beispiel hier in Oberhofen hat man nicht allzu weit gesehen, aber immerhin, es ist lange Zeit trocken geblieben. Und wenn wir uns die Strömungsanimation anschauen, sehen wir haben ein Tiefdruckgebiet hier über Norditalien. Und weil die Strömung natürlich im Gegenuhrzeigersinn dreht, erreicht uns an der Nordwestflanke von diesem Tief von Nordosten her ziemlich frische Luft. Frau Holle, die nimmt jetzt also ihre Arbeit wieder auf. Bereits in der Nacht auf morgen setzt die Schneefall-Grenze, kämpft sich also zunehmend bis ins Flachland runter. Und dann ist morgen stark bewölkt und es gibt gelegentlich noch ein bisschen Schnee. Aufpassen am Morgen, da könnte es also mühsame Strassenbedingungen geben. Die Temperaturen die liegen so um einen Gefrierpunkt herum. Ja, und am Nachmittag da ist es weiterhin mehrheitlich bewölkt. Vielleicht gibt es gegen Abend im Seeland ein paar erste Auflockerungen. Es trocknet mehr und mehr ab. Niederschläge die ziehen sich da Richtung Oberland zurück. Und die Temperaturen die machen tagsüber überhaupt keine Bewegungen. Und am Nachmittag haben wir Höchstwerte so um einen Gefrierpunkt herum. Immerhin aufs Wochenende. Da haben wir dann eher hochdruckbestimmtes Wetter. Allerdings liegt vor allem entlang der Voralpen Hochnebel, die Obergrenze auf knapp 1500 Meter. Zum Teil kann er sich ein bisschen auflösen, außerhalb, zum Beispiel in den Bergen. Da haben wir aber mehrheitlich sonniges Wetter und Temperaturen, die sind im frostigen Bereich, in Bern beispielsweise, da haben wir Höchstwerte um die -3 Grad. Am Sonntag haben wir Nebel bis auf etwa 800 Meter über dem Flachland. Zum Teil kann er sich auflösen. Ausserhalb da ist es recht sonnig mit dem Verlauf des Tages mehr und mehr hohe Wolkenfelder. Und es gibt nochmal einen Eistag mit Höchstwert um die -2 Grad. Und dann haben wir eine schwache Störung, die unsere Nacht auf einen Montag erreicht. Am Montag selber haben wir also zuerst noch dichtere Wolken. Tagsüber wird es freundlicher und die Temperaturen steigen an. Im Flachland auf etwa 4 Grad in der Höhe. Dann wird es nochmal deutlich milder. Und dann geht es am Dienstag und Mittwoch ruhig weiter mit einem Mix aus Nebel, Sonne und ein paar Wolkenfelder, die durchziehen. Das Wochenende allerdings, das steht jetzt nochmal ganz klar im Zeichen vom Winter. Ich wünsche euch viel Spass im Schnee, habt Sorge und auf Wiedersehen miteinander.